Servus miteinander, ich bin's wieder, euer King Tom. Und heute zeige ich euch einmal, wie man Sauerkraut macht. Das Einzige, was ihr dafür braucht, ist ein Kohl. Das kann jetzt ein Spitzkohl sein oder ein Weißkohl. Gibt es vorwiegend im Supermarkt oder so. Ich habe jetzt meinen beim Hassan gekauft, ist aber egal. Wir werden jetzt aber aus diesem Kohl ein Sauerkraut. Ne? Das ist ganz einfach. Ihr müsst den Kohl nur so lange saublöd anrühren, bis er so richtig schön sauer wird. Und jetzt passt auf. Na, ganz schön blass, Kamerad. Hat's zum Blaukraut nicht gelangt, hä? Mei, du traust dir gerade auf die Naht raus. Wenn ich so einen runden Kopf hätte wie du, dann darf ich mich auch nicht bei Tag raus dran. Du bist da so kreislig, du bist da so viel kreislig bist du, dass sich die Leute auch noch für dich interessieren, wenn die Würstel auf dir liegen, hä? Mei, ja, wo ist er? Seht ihr's? Hat schon gelangt und schon ist das Kraut sauer. Und das nächste Mal zeige ich euch, wo die Erdbeeren ihren Winterschlaf halten und wie man es danach auf den Kuchen bringt. Bis zum nächsten Mal, euer King Tom. Servus miteinander, ich bin's wieder, euer King Tom. Heute stelle ich einmal meine absoluten 3 Lieblingsanmachsprüche vor. Also meine Herren, gut aufpassen und lernen. Auf Platz Nummer 3 meiner Lieblingsanmachsprüche ist: Servus, magst fehlen? Mir war's wurscht. Also, ein Klassiker, nicht? Garantiere Erfolgschance, funktioniert. Auf Platz Nummer 2 meiner beliebtesten Anmachsprüche ist, entschuldigen Sie, mein Google Maps funktioniert nicht. Könnten Sie mir vielleicht sagen, wie es zu Ihnen heimgeht? Ja, wunderbar. Also ich kann es euch sagen, unter garantiert, es funktioniert. Hat mich noch nie einen Stich lassen, die Sprüche, nicht? Und mein absoluter Favorit auf Platz Nummer 1, ungeschlagen: Hey, magst du mit mir ein Kärntenspiel spielen? Ja, wem Kärnten die da? Ich finde ihn gut. Funktioniert garantiert, Leute. Probiert es aus, tobt euch aus, macht was euch gefällt. Bis zum nächsten Mal, euer King Tom. Servus miteinander, ich bin's wieder, euer King Tom. Fastenzeit, da sind wir alle gerade mittendrin. Und wisst ihr, was ich festgestellt habe? Das Starkbier, was es in der Fastenzeit gegeben wird, das hat eine kosmetische Wirkung. Ja, ihr habt es richtig gehört. Eine kosmetische Wirkung. Und das kann ja jeder daheim ausprobieren. Das geht ganz einfach und ich zeige euch jetzt, wie das funktioniert. Umso mehr, dass ihr von dem Starkbier nämlich trinken werdet, umso schöner wird dann gleichzeitig das Gegenüber. Das ist ehrlich wahr, das ist genial, oder? Und das Brillante an der ganzen Sache ist, dass ihr euch dann einen Haufen Geld dabei sparen könnt. Weil die Weiber müssen sich eigentlich gar kein Schminke mehr kaufen, gibt es uns einfach viel nur zum Saufen und dann ist das völlig wurscht, wie schier der alt ist, weil spätestens nach 3,5 schaut jede aus wie Schneewittchen. Arschloch! Aber was ist denn, meine Prinzessin? Was schaut sie? Das